Liebe Geschwister und Freunde, heute feiern wir den Tag der Auferstehung unseres Herrn Jesus. Leute reden von dem sogenannten Ostersonntag. Ich rede eher von dem Tag der Auferstehung Jesu Christi. Natürlich aus dem Toten. Ich werde weitermachen mit der Predigt von letzter Woche mit demselben Thema, aber ich werde es so anpassen, dass es gut passen wird zu Auferstehungstag. Was für ein wunderbarer Tag, was für eine wunderbare Sache, dass wir dies feiern dürfen. Unser Herr Jesus aus den Toten auferstanden und kann uns deswegen alles schenken, was er uns schenken möchte, was sein Vater für uns, unser Vater für uns vorher bestimmt hat von der vergangenen Ewigkeit her. Okay, dann die Hauptbibelstelle ist immer noch Matthäus Kapitel 25, Verse 1 bis 11. 1 bis 13. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wir predigen weiter über dieses Gleichnis. Ich lese dieses Gleichnis euch wieder vor, wie ich es letzte Woche gemacht habe. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nehmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihre Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlösen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu dem Händler und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst nicht weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Immer noch laut Hebräer Kapitel 6, Verse 19 und 20, von hinter dem himmlischen Vorhang redet der Herr Jesus jetzt zu uns, weil er ist dort eingesetzt worden, nachdem er aus dem Toten auferstanden ist. Davor hat er seinen Heilswerk vervollständigt. Er war 3 Tage lang in seinem Grab, nachdem er am Kreuz Golgatha so für uns gelitten hat und letzten Endes dort ausgerufen hat: Es ist vollbracht. Auferstehungstag ist so wunderbar. Tag der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Dies hat alles geändert. Wir werden dies heute auch wieder sehen. Aufs Neue, wunderbar kostbar. Wie freuen wir uns darüber? Wie dankbar sind wir dafür? Dies gemäß des ewigen Rates des himmlischen Vaters. Und der Herr Jesus hat so gerne mitgemacht in der Kraft vom Heiligen Geist, weil sie wollten uns von aller Ewigkeit her alle Reichtümer in Christus schenken, in Gott dem Vater, dies durch den Stellvertreter des Vaters, Jesus Christus, Christus Jesus. Aber ich fange an dadurch, dass ich sage, wir haben verschiedene Bibelstellen hauptsächlich aus Sprüche behandelt am letzten Tag des Herrn. Und wir haben gesehen, dass die Weisheit
Geistes entscheidend ist, nicht die Weisheit der Menschen, nicht die weltliche Weisheit. Erkenntnis taugt für nichts, ist wertlos, wenn man nicht die Weisheit hat, um die Anwendungen zu machen. Erkenntnis alleine ist wertlos, wenn Gott mal nicht seine Weisheit schenkt, um zu wissen, wie man deine Erkenntnis anwenden sollte. Die Weisheit aus dem Himmel, Jesus Christus Jesus ist uns geschenkt worden. Dies ist Teil von der Botschaft von dem Tag Jesu Christi Auferstehung aus dem Toten und von Pfingsttag auch natürlich. Dies kommt noch. Die Fülle des Heiligen Geistes hat er uns geschenkt. Und wir wissen, diese 5 Jungfrauen haben die Fülle vom Heiligen Geist gehabt. Die hatten eine Reserve von Öl in ihren Lampen gehabt. Die anderen hatten gedacht, sie hatten den Heiligen Geist auch, hatten es aber nicht gehabt. Sie hatten sich völlig getäuscht. Sie waren nur bloße, verlorene, falsche, bekennende Christen. Alles Schein, kein Sein, keine Wirklichkeit. Du hast die Namen, dass du lebst und du bist doch tot. Dies ist wahr von allen Jungfrauen, von allen Jahrhunderten. Es geht immer noch über dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Aber die Kostbarkeit von dieser Weisheit haben wir auch Kenntnis genommen letzte Woche aus Sprüche. Kostbarer als Gold und als Silber, als Perlen. Da ohne können wir nichts tun, um Gott zu gefallen, weil da ohne bleiben wir ohne Weisheit und können wir mit unserer Erkenntnis nicht anfangen. Wie freuen wir uns darüber, dass er uns dies geschenkt hat. Wir wissen doch, dass es hier über die Betonung geht, weise Jungfrauen im Gegensatz zu törichten Jungfrauen. Es geht über töricht sein im Gegensatz zu weise sein und andersrum. Und nur die weise Jungfrauen kommen in den Himmel, nur sie sind wahrlich errettet worden. Hier, die meisten von uns gehören doch dazu, die hier anwesend sind heute. Aber ich fange an mit Versen, die ich jetzt behandeln möchte. Wie weit ich kommen werde, habe ich keine Ahnung, weil die Zeit ist kurz bemessen, Gottes Wort ist reich, aber ich fange an mit 1. Korinther 1, Verse 18 bis 30. 1. Korinther 1, Verse 18 bis 30. Die Verse 18 bis 21 betone ich nicht. Ich lese es nur einmal euch vor, weil wir es ziemlich ausführlich behandelt haben am letzten Tag des Herrn. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz, sagte Paulus, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Höre doch, dies muss ich jetzt sagen, weil es Auferstehungskraft, der Tag der Auferstehung des Herrn Jesus aus den Toten ist. Dies feiern wir heute. Die wir gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft. In der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, die größte Kraft im ganzen Universum, ist er aus dem Toten auferweckt worden. Deswegen ist wahr, was Paulus hier geschrieben hat, nach Pfingsten, nach dem Auferstehungstag wahr und bleibt es wahr. Es ist eine Gotteskraft, das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Wie wunderbar. Eine wirksame Kraft, Gotteskraft. Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Ja, Gott sagt, ich mache die Weisheit der Weisen, der menschliche Weise, Leute, die in ihrer Arroganz denken, sie wissen besser. Mache ich zunichte. Ich lese Vers 19b auch. Und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen.
Sie sind verständig, sie verstehen viele Dinge, aber sie sind ohne Gott, ohne Christus, sie haben nicht den Heiligen Geist, sie sind verloren. So ist es wahr von allen törichten Jungfrauen, von allen Jahrhunderten. Gott sagt, dies verwerfe ich. Dies akzeptiere ich nicht. Vers 20. Dann die Frage, rhetorische Frage, wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte, wo der Wohlgewaltige dieser Welt seid? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Versteht ihr dies? Gott hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht, weil sie sind sogenannt weise. Aber die große Torheit ist, sie glauben nicht, dass das Werk, das der Herr Jesus verständigt hat, um verlorene Sünder zu retten, als er am Kreuz Golgotha hing, wertvoll ist. Sie betrachten dies als eine Legende, als einfach eine primitive Sache. Sie glauben dies überhaupt nicht. Und Gott sagt, dies verwerfe ich. Ich verwerfe alle Leute, die so töricht sind und das Evangelium vom Kreuz Golgotha nicht zu glauben. In unserem Fall, als die weise Jungfrau, ist es ganz anders. Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Die wahrlich kindlich glauben und Gott der Vater und der in Jesus Christus durch den Heiligen Geist als Geist des Christus befähigen uns dazu, kindlich zu glauben, mit keinem normalen, bloß natürlich menschlichen Glauben, sondern mit dem Glauben aus dem Himmel. Und so haben wir geglaubt und den Herrn Jesus kennengelernt. Aber jetzt komme ich zu neuen Sachen, die wir noch nicht betont haben. 1. Korinther 1, Vers 22 und weiter. Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Paulus sagt, ich mache weiter, um Gottes Wille zu tun. Für Gott ist das Kreuzwerk Jesu Christi im Mittelpunkt. Er musste am Kreuz sterben, bevor er aus seinem Grab auferweckt worden ist am 3. Tag. Und bevor er zum Himmel auffahren konnte, um von hinter den himmlischen Vorhang mächtiglich in unser Leben zu wirken, um die anderen Auserwählten auch zu retten, um jede verlorene Sünder eine Gelegenheit zu geben, um gerettet zu werden. Und diejenigen, die ihm gehörten von aller Ewigkeit her, wahrlich wirksam und für die Zeit und für die Ewigkeit herrlich zu erlösen, zu erretten aus dem Sündenslamm. Und dies ist mit uns stattgefunden. Diese Gotteskraft haben wir erfahren wir immer noch in unserem Leben, in unserem Herzen. Er befähigt uns dadurch, um seinen Wille zu tun. Auch Teil von der Botschaft auf dem Auferstehungstag vom Herrn Jesus aus den Toten. Halleluja. Aber die Juden damals fordern ein Zeichen von Gott. Und die Griechen sagten, nein, wir suchen Weisheit. Aber es ging über irdische Zeichen, die sie haben wollten. Und die Juden und die Griechen bloß menschliche Weisheit. Sokrates, Aristoteles, Plato etc. Bloße gute Redner, wertlos vor Gott eigentlich. Was nichts zu tun mit dem himmlischen Weisheit. Eine bloß menschliche Weisheit. Aber Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, wir bleiben dabei. Den Juden ein Ärgernis. Die Juden wollten nicht an Jesus Christus glauben, an seinem Kreuzwerk. Das ist wirksam war. Den Griechen eine Torheit. Die Griechen sagen, wie töricht diese primitive Gottesdienst von den Christen. Wie in der Bibel geschrieben. Gott sagt, dies ist aber die wahre Weisheit.
Der Herr hat den Unterschied zwischen uns und den anderen gemacht. Ich lese weiter, Vers 24. Den aber, die berufen sind, wirksam berufen worden sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, hier jetzt, wir verkündigen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus ist Gottes Kraft für uns. Die Botschaft von dem Tag seiner Auferstehung aus dem Toten. Die Botschaft von heute, die wir aufs Neue feiern. Christus, unsere Kraft. Die Kraft Gottes ist Christus. Und die Weisheit Gottes ist Christus. So, wir müssen Christi Kraft erfahren, Christi Weisheit. Dies haben wir erfahren, als er uns erlöst hat. Aber wir müssen es immer mehr erfahren nach unserer Rettung. Und der Heilige Geist ist treu. Der himmlische Vater bleibt treu. Jesus Christus bleibt treu. Deswegen erfahren wir in der Tat immer mehr von dieser Kraft, Gottes Kraft und dieser Weisheit, Jesus Christus und die Weisheit durch ihn für alle Dinge, die wir tun sollen, gemäß des Worten, Gottes Wort. Wir haben nicht bloß Erkenntnis, wir haben die Weisheit, damit wir die Anwendung mit in Licht dieser Erkenntnis machen können, mit Erfolg, ja. Halleluja. Oh Herr Jesus, vielen Dank, dass du den Preis für mich bezahlt hast, für uns bezahlt hast, als individuelle Christen und als Gemeinde zusammen und für alle Gemeinden, für deine universelle Gemeinde, für alle, die wahrlich durch dich erlöst worden sind. Wir erfahren alle Christus als deine Kraft, himmlischer Vater, und als deine Weisheit. Deswegen können wir für dich alles schaffen, durch deine Gnade, durch seine Befähigung, die wir für dich schaffen sollen in der Kraft vom Heiligen Geist. Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Möglicherweise war Apostel Paulus hier so ein bisschen sarkastisch. Das Törichte Gottes, Gott ist niemals töricht, ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ja, die Schwache Gottes deutet auf Christi Schwäche. Er war so schwach gewesen, als er am Kreuz Golgotha hing. Er war so schwach gewesen, als er in Gethsemane litt. Und unter den römischen Soldaten, er konnte kaum noch überleben. Ein Engel hat ihn gestärkt, im Garten Gethsemane überleben zu können. Er war schwach, sein Körper konnte nicht mehr, aber sein Vater hat ihn erhalten, obwohl er ihn verlassen hat, hat er ihn doch unterstützt, obwohl er Gottes Gegenwart als seine liebevolle Vater nicht mehr spüren konnte. Das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott in Christus und durch Christus stärker als alle verlorenen Menschen, und sie können uns nicht besiegen durch ihre Lügen und durch ihre Torheit, weil er hat uns seine Kraft und seine Weisheit geschenkt, Jesus Christus, und durch Jesus Christus als Stellvertreter des Vaters. Für alles, was wir schaffen sollen, für den Herrn, alles Lohn, die er uns schenkt, das er uns schenken wird, noch letzten Endes für ihn zu verdienen, hier und jetzt, für dort und dann in dem Himmel. Jetzt Vers 26. Er sagt, schaut ein bisschen herum. Seht doch unter euch, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Vers 28. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nicht ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Hier jetzt Vers 30. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme, kein Mensch rühme. Gott hat sein Ziel gehabt von der vergangenen Ewigkeit, er hat dies seinem Sohn Jesus Christus mitgeteilt. Dem Sohn seine ewige Liebe durch den Heiligen Geist, in der Gemeinschaft vom Heiligen Geist. Unsere Menschen werden unedel sein, sie werden nicht zu Ehestellen haben und Könige und
und Prinzen sein und Prinzessinnen, die absolute Mehrheit von ihnen, sie werden nicht super intelligent, alle sein, die Mehrheit nicht. Sie werden verachtet sein durch die Welt, aber durch uns angenommen, weil wir sie erwählt haben, um sie für ewig für uns zu behalten. Und letzten Endes werden die Menschen den Unterschied sehen. Niemand darf vor Gott rühmen, nur im Herrn Jesus Christus sich rühmen und Gott dem Vater in ihrem Heilsplan, dass sie vervollständigt hat. Natürlich, die blinde Verlorenen sehen dies nicht, aber wir sehen es und wir rühmen uns dem Herrn. Als Vater, Sohn, Heiliger Geist, weil er uns diese Weisheit geschenkt hat, diese Einsicht. Die anderen haben nichts davon. Vers 30. Jetzt kommt, was wir auch erwähnt haben am letzten Tag des Herrn, aber jetzt ein bisschen mehr ausführlich. Wir haben es nicht zitiert, nur erwähnt. Hier zitiere ich es jetzt direkt aus 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn, durch Gott den Vater, aber seid ihr nicht in Jesus Christus allein, sondern in Christus Jesus. Durch Gott den Vater seid ihr in dem himmlischen Christus Jesus hereingestellt worden. Er hat es gemacht, der Vater hat es gemacht. Dies als Zusage, aber auch aktuell. Wir befinden uns wahrlich ganz konkret in Christus Jesus und er befindet sich in uns. Ich lese weiter. Vers 30, durch ihn, durch Gott dem Vater, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott dem Vater gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Weisheit, zur Weisheit. Gott hat gesagt, sagt hier, und dies ist in Granit gegossen, mein Sohn habe ich euch zu Weisheit gemacht. Er ist eure Weisheit. Akzeptiere ihn als eure Weisheit. Ihr habt ihn so akzeptiert, als ich euch wirksam berufen habe und als ihr wahrlich errettet worden seid aus dem Sündenslamm. Aber damit sollt ihr weitermachen. Je länger ihr Christen seid, sollt ihr Christus als eure Weisheit betrachten. Bete deswegen nicht immer nur das Gebet von Jakobus. Wenn du Weisheit brauchst, Gott schenkt es. Sage, oh Herr Jesus, du bist meine Weisheit. Sei meine Weisheit auch in dieser Situation, wo ich nicht weiß, was ich tun sollte. Dann wirst du wissen. Weil er hat dich auserwählt zu diesem Ziel und Zweck. Weil er will, dass wir alles für ihn mit Erfolg machen. Halleluja. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, nochmals Vers 30, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit und danach zur Gerechtigkeit. Christus ist unsere Gerechtigkeit, der Kleid der Gerechtigkeit, der hat er gewoben, nahtlos von oben nach unten, als er so litt am Kreuz Golgotha. Wir sind nicht ohne ein Brautsrock, wir sind bekleidet mit Christus als unsere Weisheit, mit dem Brautsrock der Gerechtigkeit. Und deswegen sind wir bereit für die Hochzeit, wovon wir lesen in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die anderen sind nackt, haben dies nicht, weil sie denken einfach, dass sie errettet worden sind. Die arme, törichte Jungfrau. Warum prüfen sie nicht eher, ob sie wahrlich errettet worden sind? Dann könnten sie es entdecken durch Gottes Gnade, aber sie wollen es nicht tun. Okay, ich lese weiter. Vers 30, durch ihm seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und dann höre, zur Heiligung. Gott sagt, ich habe dies als Zusage euch geschenkt, ihr, die schon ganz praktisch in Christus drin sind. Christus ist eure Heiligung. Christus ist eure Heiligkeit. Deswegen seid ihr in der Lage, um immer heiliger zu leben, gemäß Gottes Heiligkeit, und konnte der Apostel Petrus sagen, Gott sagt, sei heilig, weil ich bin heilig. Keine bloße gesetzliche Dinge, ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, ich fluche nicht mehr und dies reicht aus. Nein, ich bin nicht für diese Sachen, die ich erwähnt habe.
Aber dies ist aus dem Himmel uns geschenkt. Christus als unsere Heiligung, um immer heiliger zu werden, weil er ist voll heilig, der Vater ist allheilig und der Heilige Geist auch, Gott dreieinig, und wir müssen immer heiliger werden. Und die 5 weise Jungfrauen werden immer heiliger, sie lassen immer die Dinge der Welt und alle Sünden, um Christus nachfolgen zu können und ihm immer ähnlicher zu werden, auch in seiner Heiligkeit. Aber dann viertens zur Erlösung. Hier geht es über die endgültige Erlösung. Unsere Leiber sind noch nicht erlöst worden. Wir werden älter, wir werden kranker und wir sind fast dabei zu sterben letzten Endes. 70 Jahre oder 80 werden wir. Im Normalfall, die meisten Menschen. Andere werden auch nicht so alt. Aber zur Erlösung, zur endgültigen Erlösung, er wird euch erlösen an dem Tag seiner Wiederkunft werdet ihr verherrlichte Körper haben und verherrlichte Seelen und verherrlichte Herzen und ganz verherrlicht, um nie wieder zu sündigen, und im Himmel werden wir nicht sündigen, wir werden so heilig, so herrlich wie Christus sein, obwohl er heller leuchten wird als uns. Wie dankbar sind wir dafür, wie freigebig ist unser Gott, um zu denken, dies war seine ewige Absicht und er bleibt dabei, er wird niemals dies ändern. Vers 31, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, und der Herr schenkt uns als Teil von den weisen Jungfrauen immer mehr von dieser Weisheit, um uns nur dem Herrn zu rühmen. Niemand anders bekommt die Ehre. Ich bekomme keine Ehre dafür, dass ich den Herrn diene. Du auch nicht. Die wahre Gemeinde Gottes auch nicht. Es kommt vom Herrn. Er wird gerühmt und gepriesen, weil er hat nicht nur den Preis bezahlt, um dies alles für uns zu vervollständigen, so ein Leben, neues Leben für uns zu ermöglichen, sondern auch um abhängig von ihm zu bleiben, bis zum Ende in seiner Weisheit, als Gottes Kraft, als Gottes Gerechtigkeit, um alles für ihn schaffen zu können und zu schaffen, wozu er uns befähigt hat. Jetzt komme ich aber zu einer weiteren Stelle. Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 13. Die ersten 3 Verse haben wir ziemlich gut behandelt am letzten Tag des Herrn. Deswegen werde ich hauptsächlich nur euch vorlesen und danach ein bisschen mehr in Einzelheiten über die weiteren Versen aus Hebräer Kapitel 12 reden. Vers 1 von Hebräer Kapitel 12. Da wir, die wahre Christen, die wahre weise Jungfrauen, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen, ja rennen in dem Kampf, der vor uns liegt. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, auch unseres Glaubens, der der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Geschichtlich ist dies alles schon stattgefunden. Er hat gelitten um unseren Willen, um Gottes Willen, um seines Zeugnisses willen, weil er gerecht gehandelt hat, ist er so verfolgt worden. Aber er ist schon mehrere 1000 Jahre lang hinter dem himmlischen Vorhang in dem Himmel. Er ist dort, von dort herrscht er für uns. Er hat sich dort hingesetzt, weil Gott hat ihn belohnt für seine Treue. Er hat immer die Stimme des Vaters gehört als der weise Vater. Und deswegen hat er in der Weisheit des Vaters nicht seine eigenen Gedanken gehabt, da über sich gegen Gott, seinem Vater widersetzt oder ihm nicht widerstrebt. Er hat es vollkommen gemacht. Wir machen es nicht vollkommen, aber wir müssen immer näher daran kommen, es vollkommen zu machen.
Vers 3, achtet doch auf ihn, auf Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Darüber haben wir geredet. Aber dann Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ihr müsst, dies ist eine symbolische Aussage, viele mussten ihr Blut wirklich verlieren, dadurch, dass sie enthäuptet worden sind oder mit dem Schwert oder gekreuzigt worden sind oder wie auch. Ihr Blut ist geflossen, aber auch wenn dein physisches Blut nicht fließen würde, musst du eifrig bleiben für ihn, während du für ihn leidest. Weil alle von uns leiden für den Herrn. Wenn nicht, gehören wir zu den törichten Jungfrauen, weil was mit Christus stattgefunden ist, was er gemacht hat, müssen wir auch machen und wir tun es so gerne, weil wir ihn so lieb haben. Diese Liebe hat der Vater, der Herr Jesus und der Heilige Geist uns geschenkt aus dem Himmel, diese übernatürliche Liebe. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, Vers 5, und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als der zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Ach, der Herr züchtigt uns wegen unserer Sünden, dann müssen wir nicht zusammenbrechen. Aber es gibt auch ein anderes Extrem. Wir müssen auch nicht wie Stoiker sein und wir können es aushalten. Nein, wir müssen die Schmerzen erfahren, wie er es erfahren hat und wissen, er tröstet uns durch diesen Wort. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Die anderen sind Bastarden. Die 5-jährigen Jungfrauen, alle Millionen von ihnen. Wie kostbar, du hast es erfahren. Der Herr hat dich gezüchtigt und du weißt, du bist sein Sohn. Sohn des Vaters, er züchtigt dich. Und der Herr Jesus auch. Und er schlägt uns, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden können. Dies finden wir in dem nächsten Vers, Vers 7. Wenn ihr Züchtigung erduldet, ihr werdet nicht bitter, ihr seid nicht unzufrieden, so behandelt euch Gott ja als Söhne, als eine echte, sondergeliebte Söhne und Töchter. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Unsere irdischen Väter hoffentlich haben sie es gemacht. Mein Vater hat es gemacht, mein Papa. Vers 8. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Keine Söhne. Wer nicht Gottes Züchtigung aus seiner Hand annimmt, auf eine kindliche Weise, nicht auf eine kindische Weise, aber kindlich, dann sind wir keine Söhne, aber wir tun es und dadurch gefallen wir dem Vater und dem Sohn. Aber, Vers 9, zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Ja, wir haben viel Respekt für uns, hatten viel Respekt für unsere irdische Papas als Erzieher gehabt. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem himmlische Vater noch mehr wir ihm anrufen, er ist nach unserem Geist, unsere neue Herzen und wir erleben in ihm, weil auch dieser wie kommen uns die Fälle sicher. Haben sie für wenige Tage haben wir mal ich war aus unserem Besten seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ja, er tut es auf eine vollkommene Weise. Keine Züchtigung ist nicht anders als abgewiegen in seine himmlische
was sagt man, Wiege oder Waage. Und tut, jede Züchtigung kommt zu seiner Zeit, zur richtigen Zeit und erreicht seine Ziele und Zwecke dadurch. Wie kostbar, lass uns es aus seiner Hand annehmen. Ist es leicht? Nein. Deswegen hat der Apostel Paulus gewusst, ich muss dies auch ansprechen. Pastorat. Vers 11. Paulus sagte hier in Vers 11, alle Züchtigen aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Weil wir sehen nicht das ganze Bild. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wir üben und wir üben und wir üben, während uns züchtig und letzten Endes nach einer längeren Zeit, wie im Fall von Ruth, wie unser Bruder gepredigt hat über Ruth, an dem vergangenen Mittwochabend, kommt die Freude und die neue Dinge. Der Herr hat sich letzten Endes erhört, weil sie die Züchtigung erduldet hat, weil sie wahrlich errettet waren. Und was für wunderbare Dinge sind auch mit Ruth stattgefunden. Es bringt kostbare Ergebnisse, wenn wir uns dem Vater unserer Geister unterwerfen. Und er hat uns kindlich genug gemacht, um dies zu schaffen. Dies hat er auch für uns verdient. Aber lasst uns Geduld üben bis zum Ende, dann werden wir all diese Kostbarkeiten erfahren. Hier und letzten Endes auch in dem Himmel. Weil dies hat alles mit Gottes Weisheit zu tun. Es ist weise, um Gott zu gefallen auf diese Weise. Uns ihm zu unterwerfen, alles zu glauben, was hier geschrieben steht. Dass er für uns alles verdient hat durch Jesus Christus, um uns heiliger und heiliger machen zu können. Und lasst uns darüber freuen und lasst uns darüber frohlocken. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 17 bestätigt, was ich schon gesagt habe. Ich komme jetzt zu 1. Timotheus 1 und Vers 17 aus der Schlachterbibel. Dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier, unser Gott in dem Himmel, Gott der Vater ist der Gott, der König der Ewigkeit. Er wird ewige König sein. Er war König in der Vergangenheit, bevor Menschen dort waren, geschaffen worden waren. Er herrscht über alles und er ist König, um uns mit allem zu helfen. König deswegen ist Christus als ein Stellvertreter in diese Welt gekommen sind, um Gottes Mann zu sein und Gott zu bleiben, um uns zu retten, den teuersten Preis für uns zu bezahlen. König aller Könige, Herrscher aller Herrscher, dem König der Ewigkeit aber, den unvergänglichen Gott. Gott ist unvergänglich, Christus ist auch unvergänglich, weil Gott kann niemals vergehen oder sterben oder sogar schwächer werden. Den unsichtbaren Gott, Gott der Vater bleibt unsichtbar, deswegen hat er sich selbst sichtbar gemacht in dem Mann, den er angestellt hat, Jesus Christus. Direkt können wir Gott nicht sehen. Bleibt unsichtbar, er ist pur Geist. Er hat niemals ein Leib bekommen. Dies war für seinen Sohn vorherbestimmt. So, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich betone an dem allein weisen Gott. Er allein hat alle Weisheit. Deswegen hat er seinen Sohn zur Weisheit für uns gemacht. Und deswegen ist er als unsere Weisheit, steht er uns immer, jede Sekunde zur Verfügung. Herr Jesus, du bist meine Weisheit, was soll ich für dich tun? Wie soll ich es tun, auf welche Weise? Er befähigt uns dazu, wie die Söhne Issachars zu sein, die immer wissen, was sie zu jeder Zeit tun mussten, mit Erfolg, um Gott zu gefallen, um Gottes Plan vorwärts zu bringen. Wir sind doch
seine Mitarbeiter unter seiner Führung und Leitung. Wie kostbar, um dies aufs Neue zu vernehmen an diesem Tag, seine Auferstehung. Okay, ich habe schon gesagt, wie alt die Menschen durchschnittlich wären wegen des Willen Gottes diesbezüglich. Aber jetzt lese ich dies euch auch vor. Psalm 90 und Vers 10. Paulus, der Mann Gottes sagte, unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sollen wir eigentlich übersetzen, wenn wir sehr stark sind, physisch stark sind, 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Die Leute sind so stolz, ich habe ein Haus gebaut, ich war Architekt, ich habe viele Videos gemacht, etc. Sie sind so stolz auf was sie machen als verlorene Menschen ohne Christus. Aber der Herr sagt, worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Es vergeht schnell. Und dann letzten Endes, denn schnell enteilt es. Und wir fliegen dahin. Wir leben so kurz, auch wenn wir 100 Jahre alt werden würden. Werde auch, oder auch so alt wie Methuselah. Wir fliegen dahin. Wie schnell ist dein Leben vorbeigegangen? Ein Tag ist für dich bestimmt durch Gott, um zu sterben. Und was machst du mit diesen wenigen Jahren? Beeilst du dich, um dem Herrn zu gefallen, um nicht gehemmt zu sein, wie wir aus den Sprüche gesehen haben, um schnell auf Gottes Rennbahn vorwärts zu rennen, wie der Herr Jesus gemacht hat, um letzten Endes zur richtigen Sekunde eine Bahn zu vollenden zu können. Jetzt komme ich zu einer Stelle, 1. Korinther 3, Verse 9 bis 23. Ich fange nur mit Vers 16 an, wir können nicht jetzt alles behandeln. 1. Korinther 3, Verse 9 bis 23. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, die Ortsgemeinde ist keine bloße Vorschlag von Gott. Es ist ein Muss. Du brauchst eine gute Ortsgemeinde, wo Gottes Wort richtig verkündigt wird, wo die Leute immer weiter vorwärts kommen in Christus. Durch Gottes und Christi Befähigung nach dem Auferstehungstag, nach Pfingsten. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Gott wohnt in euch zusammen und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Vers 17. Deswegen pass auf. Schade nicht Gottes Tempel als die Ortsgemeinde. Wehe dir, wenn du dies tust. Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben oder vernichten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr alle zusammen. Christi Leib, organischer Leib, jeder ein Glied davon. Und dieser Tempel, sagt Gott, ist heilig. Ich habe euch alle für mich abgesondert, um in eurer Mitte zu wohnen, euch mein Sohn zu zeigen, damit ihr mein Wille tun werdet, damit ich mich wohlfühlen werde in eurer Mitte. Dies ist Weisheit. Die Weisheit der von den 5 weisen Jungfrauen. Wir kommen zusammen als Gemeinde und wir hören die Stimme des Herrn am Tag des Herrn, an den Mittwochabenden etc. Und wir arbeiten für den Herrn zusammen, wir freuen uns über sein Wort und wir tun seinen Wille immer besser und wir ermuntern einander, trösten einander, stärken einander, ehren Gott im Vater und Christus in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Lass uns es tun. Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt, Vers 18, niemand betrüge sich selbst. Betrüge nicht dich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält, in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Gott sagt, du musst alles auf den Kopf stellen, in Bezug auf wie du bis jetzt die Dinge gesehen hast, betrachtet hast. Du hast gedacht, ich bin weise. Gott sagt, du warst töricht, weil du warst nicht für Christus. Du musst töricht werden und an Jesus Christus glauben, die Torheit von dem Botschaft vom Kreuz Golgotha und was der Herr Jesus dort für verlorene Sünder geleistet hat, um sie retten zu können. Dann wirst du weise werden, dann wirst du Gott auch mit uns zusammen gefallen können und glückselig machen können, wirst du auch glückselig
die Glückseligkeit auch gefühlsgemäß spüren, immer mehr mit uns zusammen. Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Listig sind sie, entweichen die Wahrheit mit Absicht. Aber Gott sagt, ich werde dich fangen und dich in der Hölle, ihr werdet alle in der Hölle geworfen werden. All diese törichte Jungfrauen, die so handeln. Vers 20. Und wiederum der Herr kennt die Gedanken der Weisen, da sie nichtig sind. Unsere Gedanken sind aber taugen für alles, nicht nichtig vor Gott. Och, wie dankbar sind wir für seine Weisheit. Vers 19. So rühmen sich nun niemand irgendwelche Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, dies ist Petrus, oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Okay, lass uns noch ein oder zwei Bibelstellen lesen und kurz behandeln. 1. Thessaloniker Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Ich lese nur ab Vers, okay, hier geht es darüber, wir wissen, die Jungfrauen sind alle eingeschlafen, laut dem Gleichnis. Auch die weise Jungfrauen. Aber hören, was Gott über die Eschatologie sagt. Eschatologie sagt und was in den Endzeit stattfindet, bevor und bei Jesu Christi Wiederkunft. Und hier, wie wir darauf Acht geben sollen. 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 1 sagte Paulus, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Vers 2. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Er wird unerwartet kommen und wir müssen immer vorbereitet sein, weil wir lesen in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst nicht weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Wir müssen immer bereit sein und deswegen müssen wir immer seine Stimme hören, seine Weisheit vernehmen und nur tun, was er uns sagt. Und um es mit Erfolg schaffen zu können, müssen wir von ihm abhängig bleiben, durch den festen Vertrauen auf ihn, den er uns geschenkt hat bei unserer Errettung. So sollen wir es tun bis zum Ende. Und so hatten die laut dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die 5 weise Jungfrauen sind auch gewacht, letzten Endes, obwohl er zuerst um Mitternacht kam. Er musste eigentlich um 18 Uhr gekommen haben. Es wurde dunkler und dunkler und die schliefen alle ein. Die Verlorenen schliefen tiefer ein. Die 5 törichte Jungfrauen, die weise Jungfrauen sind eingenickt, wurden wach, hatten eine Reserve von Öl in ihren Lappen und deswegen hatten sie den himmlischen Bräutigam Jesus Christus zur richtigen Sekunde begegnet und sind sie in dem zum Hochzeitsmahl reingegangen, die Tür ist geschlossen worden. Höre doch, Vers 10, während sie aber hingingen, die Törichten, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, ja, wir werden bereit sein, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Vers 11, danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, tue uns auf. Vers 12, er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Dies wird er uns niemals sagen, wie furchtbar, dass sie dies hören werden. Sie werden ewig endgültig verloren sein, weil sie immer töricht blieben oder weise in der Weisheit der Menschen in ihrem Stolz als Besserwisser. Wir aber, er hat uns belehrt, sie werden alle durch Gott gelehrt sein, hat der Herr Jesus gesagt. Und er hat uns alles belehrt, deswegen tun wir alles in seiner Weisheit. Erkenntnis und weise Handeln, dies
Diese Kombination machen wir durch seine Gnade aus reiner Liebe zu ihm, reine Wiederliebe, weil er uns geliebt hat mit einer ewigen, göttlichen Liebe von der vergangenen Ewigkeit und so wird er uns immer lieben, Halleluja. Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Dies ist die Prüfung vom himmlischen Vater an uns gerichtet. Jede weise Jungfrau. Wir werden nicht wissen, wann er kommen wird, aber wir bereiten uns vor, wir sind bekleidet, wir werden dabei sein. Aber jeder von uns ausnahmslos. Aber jetzt, ich lese weiter aus 1. Thessaloniker 5. Vers 2. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht unerwartet. Vers 3. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Die törichte Jungfrau natürlich, die in ihrem Fall. Wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Eine schwangere Frau weiß nicht immer, eine Frau, die schwanger ist, weiß nicht immer, wenn sie Geburtswehen erfahren werden, wenn das Kind geboren werden wird. Und wir wissen auch nicht, wann der Herr kommen wird. Aber sie werden dies als Fallstrick erfahren. Sie werden unvorbereitet sein. Wir werden vorbereitet sein. Vers 4. Hier zeigt er uns den Unterschied. Im Gegensatz zu den Leuten von Vers 3. Vers 4. Ihr aber Brüder, und die Schwestern sind auch Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Es kann nicht stattfinden. Vers 5. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Der Herr hat uns dies gemacht, weil er so einen teuren Preis für uns bezahlt hat und aus dem Toten zu diesem Zweck auferstanden ist. Ich lese weiter, Vers 4c. Wir gehören nicht der Nacht. Die Verlorenen gehören die Nacht. Wir gehören nicht der Nacht. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Finsternis in der Hölle, in der Zukunft nach Jesu Christi Wirkung ist nicht für uns. Nur Licht in Christus, die Lampen, die sie hatten, warten auf den Bräutigam, gemäß des Gleichnisses von den 10 Jungfrauen, die weise Jungfrauen. Ihre Lampen, die hell gebrannten bis zum Ende. Niemals hat es weniger als superhell gebrannt. Brennen für den Herrn ist die geistliche Bedeutung davon. Und hier bestätigt Paulus nach Pfingsten oder nach dem Tag seiner Auferstehung nach Pfingsten. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Vers 5. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis, nur Licht in Christus. Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen. Die anderen schlafen, wir müssen wach bleiben, geistlich wach. Wie können wir wachen, wenn wir eingeschlafen sind? Sondern, Vers 5d, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir müssen nüchtern bleiben, damit wir beten können, Gottes Wille tun können. Wir dürfen nicht einschlafen. Vers 10. Vers 7. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Sie werden betrunken mit alkoholischen Getränken, mit ihren allerlei Dinge, die im symbolischen Sinn, in übertragenen Sinn, ihre Spaß und alle Dinge, die sie genießen, in ihre Sünden machen. Wir müssen wach bleiben, nur mit dem Heiligen Geist betrunken werden, wie Petrus und die anderen Apostel es war am Pfingsttag, wie wir davon lesen, früh in der Apostelgeschichte. Und wir müssen auch geistlich Krieg führen für den Herrn. Mit den Waffen der Gerechtigkeit. Höre doch, Vers 8. Wir aber, nur wir,
aber die wir dem Tag angehören, nicht der Nacht angehören, sollen nüchtern sein, nüchtern bleiben. Hier, jetzt kommt die Waffenrüstung Gottes. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe Gottes und des Christus durch den Geist und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Die Soldaten von damals mussten einen Helm tragen, sonst hat ein Pfeil ihm getroffen, brennend, und hat sein Verstand durchbohrt. Dies darf nicht stattfinden. Wir müssen nüchtern denken können, Helm des Heils. Die Hoffnung auf das Heil, diese feste Hoffnung, dass Christus uns zu sich nehmen wird, schützt unsere Gedanken, und wir verlieren nicht den Mut, und wir besiegen den Feind, weil er will uns mutlos machen. Aber er schafft es nur im Fall der Verlorenen, nicht in unserem Fall. Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier finden wir nicht, was wir in Hebräer Kapitel 6, Vers 19 gefunden haben. Jesus, der Mensch Gottes, als unsere Vorläufer. Hier finden wir nach Pfingsten, er ist schon jetzt unseren Herrn Jesus Christus. Dies war er auch damals von seinen Wahrjüngern. Aber jetzt ist es so absolut viel klarer geworden und sichtbarer geworden, wahrnehmbarer geworden. Denn Gott, Vers 9, hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Vers 10. Der Satz geht weiter. Der für uns gestorben ist. Ja, er ist für dich gestorben, mit Erfolg, für mich gestorben, für uns, geliebte Geschwister in Christus. Deswegen gehören wir ihm immer noch, werden wir ihm gehören bis zum Ende. Bis wir bei ihm sein werden in dem Himmel. Dann, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen oder werden. Was bedeutet Vers 10? Er ist für uns gestorben, damit, ob wir physisch sterben würden, oder, dies ist was Schlafen hier bedeutet, oder wachen, oder wir noch lebendig bleiben werden bis zu seiner Wiederkunft, zusammen mit ihm leben sollen. Wir werden mit ihm zusammen leben. Wir tun es schon jetzt, weil er uns alles geschenkt hat. Seine Weisheit, seine Erkenntnis, seine Freude, seine Liebe. Keine Torheit lieben wir. Und wir schauen auf Jesus hin, die ganze Zeit lang auf Jesus Christus. Und wir werden in dem Himmel mit ihm auf eine Sonderweise zusammenleben. Wir werden sein Angesicht sehen und ihn genießen, dort für ihn alle Frucht bringen, die wir vorherbestimmt sind. Dies wird nicht nur ihn glückselig machen und seinen Vater. Wir werden es auch genießen und es sagen, wir tun es so gerne, Herr, für dich in der Wiederliebe. Aber wir sind so dankbar dafür, dass wir es jetzt in dem Himmel vollkommen machen können für dich. Dass die Unvollkommenheit einst und für alle Mal, ja, Welt ohne Ende vorbeigegangen sind. Es kann nie wieder zurückkehren. Vers 11. Darum, eigentlich ist das Wort ermahnt nicht hier passend. Ich lese, darum ermahnt einander und erbaut einander, einer den anderen, wie ihr es auch tut. Spornt einander an, erbaut einander, tröstet einander, ermuntert einander mit diesen Worten. Unser Herr Jesus kommt. Er ist unsere Weisheit. Der Vater im Himmel, unser Vater, Jesus Christi Vater ist unsere gültige Weisheit, aber Christus vermittelt seine Weisheit zu uns, seine Kraft, Gottes Kraft, damit wir nicht, wenn wir schwach geworden sind, wieder in seine Kraft vorwärts ziehen können danach, nachdem wir gebetet haben, ernstlich. Und wir tun es, sagt er hier, wie es hier auch tut, aber wir müssen dies immer mehr tun, wir müssen einander dazu anspornen. Ich kann leider nicht weiter predigen, ich habe viele andere kostbare Stellen, aber es geht über Qualität mehr als Quantität. Die Frage ist, wirst du, oh Christ, die Anwendungen machen? Wie dankbar bist du dafür? Wie viel Freude erfahrst du darüber, dass du zu einer seiner
weise Jungfrauen gehören, nicht weil du irgendetwas verdient hast, haben wir schon gesehen, wer sich rühmt sich des Herrn. Er hat alles bezahlt. Er ist auf den Toten auferweckt worden. Er ist zum Himmel aufgefahren. Er ist eingesetzt worden neben dem Vater auf den Thron. Er ist unser Vorläufer. Er hilft uns von dort. Er betet von dort für uns. Er schenkt uns seine Weisheit. Er schenkt uns seine Kraft. Er ist unsere Kraft. Er ist unsere Gerechtigkeit. Deswegen können wir all diese Dinge in der Praxis zeigen, immer mehr. Und in dem Himmel wird es vollkommen sein, werden wir für ihn mehr Frucht bringen als je zuvor. Lass uns mit diesen Waffen der Gerechtigkeit, Helm des Heils etc., den Feind in jede Schlacht schlagen, in diesem geistlichen Kampf. Er hat uns zugerüstet. Lasst uns diese Waffenrüstung benutzen und immer erfüllt bleiben mit dem Heiligen Geist und wachen und beten und auf die Wiederkunft unseres Herrn harren und leben jeden Tag, als ob er heute kommen wird. Und es wird uns niemals bereuen. An dem Tag, wenn er kommen wird, werden wir sagen, ach, Herr Jesus, himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir für dich leiden dürften. Weil du hast für uns gelitten. Aber jetzt sind wir bei dir. Es hat sich gelohnt. Dies war die beste, die einzige gute Investition. Die anderen sollen aufwachen. Ich habe so viel gesagt heute Abend, heute Morgen wieder in dieser Zeit von dieser Verkündigung, von dieser Predigt, über wie furchtbar es sein wird für die verlorenen Jungfrauen, für alle verlorenen Menschen. Sie handeln falsch, sie bleiben in ihrer Torheit, wehren sich gegen Gott, bleiben rebellisch, bleiben passiv, verwahrlosen, das die Botschaft vom Kreuz Golgotha, mehrere sind schon endgültig dahingegeben worden, um niemals wieder weise denken zu können, um Gottes Wille tun zu können. Bist du schon dann nah daran gekommen, wie viele Gelegenheiten hast du schon gehabt, die du nicht wahrgenommen hast? Wie viele Gelegenheiten hast du vergeudet, weggeschmissen? Komme doch, der Herr Jesus wartet auf dich. Er kann dich retten, er will dich retten. Wenn du zu ihm kommen wirst, und er wird dich reinigen mit seinem kostbaren Opferblut, weil er wird dir dazu fähig, mit wahrer Reue, wahrer Buße zu tun. Und er wird dich retten und für dich das Leben sein in Überfluss. Kann ich dir eine Garantie geben? Ich gebe es dir auch jetzt. Du wirst dich ewig darüber freuen. Lass alle von uns, jeder von uns die Anwendung machen, lass uns über dies alles nachsinnen. Ach, in der nächsten Predigt, es wird ein bisschen nach einigen Wochen stattfinden, sollt ihr doch nachsinnen über diese Dinge. Lasst uns dies doch verüben, praktizieren. Und wir werden es nie bereuen. Soli Deo Gloria. Amen.